Ja, jetzt heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einem speziellen Q&A zum Thema Heiligen Geist. Mit mir ist die Susanne und der Joel. Danke, Hallo. seid ihr da. Also wie das jetzt abgeht. Also wir haben schon einige gute Fragen bekommen, aber du hast immer noch Zeit, deine Fragen uns zu stellen oder Fragen rauf und runter zu voten. Also unbedingt geht das noch. Lass uns da etwas interaktiv bleiben und es ist immer eine geniale Möglichkeit, einfach da kein Blatt vor das Mund zu nehmen und sagen, du kannst alle Fragen zum Heiligen Geist stellen. ICF.ch/ask. Joel, Susan, eine Frage, die ist gerade oben, das ist jedenfalls anonym. Ich möchte gerne wissen, ob ich direkt zum Heiligen Geist beten darf oder nur zum Vater oder Jesus. Was würdet ihr sagen? Unbedingt direkt zum Heiligen Geist, weil der Heilige Geist sagt ja, also Jesus sagt, er tut nur, was er den Vater tun sieht, und der Heilige Geist, der führt immer zu Jesus und er führt immer zu Gott. Also von daher kann man nicht falsch sein. Einfach. Genau, wir sind in der anderen Message auch noch ein bisschen reingegangen. Ich finde die Frage grundsätzlich gut, dass man sich eben damit auseinandersetzt. Und in der anderen Predigt, die um 9.30 Uhr war, die immer noch online ist, seht ihr das Ganze mit der Trinität, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, haben wir euch das erklärt. Muss ich gewisse Themen zum Vater ansprechen oder gewisse Themen nur zum Heiligen Geist? Du darfst. Okay. Ja, es ist auch spannend. Ich meine, was passiert, wenn du mit dem Vater sprichst, ist für mich zum Beispiel schon etwas anderes. Und mit dem Heiligen Geist. Und manchmal denke ich so, Vater, jetzt möchte ich gerne mit dir sprechen, aber ich merke, es ist etwas anderes. Genau wie du gesagt hast, der Dampf, wo du jetzt mit dem Heiligen Geist verglichen hast, ist schon anders, als wenn man ins Eis greift oder ins Wasser. Sehr gut. Wir gehen zur nächsten Frage. Das sagt eben Mareike. Es gibt ja Geistesgaben in meiner Gemeinde, erlebe ich so wenig davon. Und woher weiß ich denn, was für eine Gabe es ist? Hat jeder eine Geistesgabe? Geistesgaben. Ich sehe die Geistesgaben so, als grundsätzlich schenkt der Heilige Geist diese Gaben, und manchmal merken wir zum Beispiel auch nicht gerade, okay, Gott wirkt ja in dem. Ich glaube, es ist immer gut, sich auszustrecken danach, dass man diese Gaben empfangen kann, und der Heilige Geist möchte uns immer neu beschenken und in etwas Neues reinführen. Darum steht auch zum Beispiel, bemüht euch um die Gabe der Prophetie. Das würde in der Bibel nicht stehen, wenn es nicht für jeden wirklich auch möglich wäre, der den Heiligen Geist hat. Also strebt danach und es kann kommen. Und das Streben würde ich einfach auch bezeichnen mit sich damit auseinandersetzen, über die Gaben lesen, und wenn ich Bescheid weiß, welche Gabe ist, dann spüre ich auch irgendwie, die interessiert mich, und das könnte ein Indiz sein, dass du eben diese Gabe hast, aber vielleicht noch nicht entwickelt ist. Eine weitere Frage, die gerade jetzt reingekommen ist. Danke vielmals. Ihr seid da aktiv, das gefällt mir. Da steht vorher, weiß ich, dass es der Heilige Geist ist, der spricht und nicht ich selber, nur meine guten Gedanken. Das ist eine große Frage im Raum. Weil es ja irgendwie ich rede und dann denke und der Heilige Geist denkt und wie weiß ich, wer ist. Für mich gibt es zwei Aspekte darin. Auf der einen Seite kann man lernen, wie kann man Prophetie prüfen, anhand vom Wort Gottes, anhand auch von dem, was es auslöst, einen Frieden zu haben. Und wenn man immer wieder das auch lernt, dann merkt man auch, man lernt die Stimme vom Heiligen Geist auch besser kennen. So wie bei einem anderen Freund man seine Stimme kennenlernt, auch beim Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist halt oft der so out of the blue kommt, so unerwartet, und ich habe jetzt gar nicht unbedingt daran gedacht, zum einen, und es ist einfach ein Üben oder auch ein daran gewöhnen, dass es ist frischer, weder das, was ich denke. Aber es ist, wenn ich so heraushöre, es sind immer noch meine Gedanken, aber der Heilige Geist gibt mir meine Gedanken. Ja. So nicht so ein Flag, oder das ist so nicht... Es gibt da sicher unterschiedliche Formen. Also eben, es kann in der Bibel lesen wir auch, dass eine Vision zu haben, also ein innerliches Bild, sagt man auch manchmal. Ein Traum zu haben kann vom Heiligen Geist sein. Manchmal auch ein Ziehen zu haben, irgendwie so ein Drang, etwas zu tun, und es kommt irgendwie das gleiche Thema immer wieder, was er nicht... Also, es gibt auch ganz unterschiedliche Formen. Ja, ich erlebe es einfach auch so, ja komm, mach doch das jetzt, was hindert dich daran, jetzt das und das zu tun? Und dann muss ich sagen, ja stimmt, hindert mich eigentlich nichts. Aber es ist wie so ein Selbstgespräch, aber irgendwie denke ich so, wieso spreche ich überhaupt jetzt mit mir selber?
Das ist ja schon übernatürlich. Spannend. Lass uns zur nächsten Frage gehen. Ich möchte da möglichst viel durchgehen, weil es spannend ist. Jemand fragt, was hindert mich mehr vom Heiligen Geist zu erleben? Er hat schon 3 Daumen hoch. Was denkt ihr? Also etwas sicher. Jesus sagt, wenn ihr den Vater bittet, dann wird er euch auch den Heiligen Geist geben wollen. Sei mal eingestellt, Gott möchte dich wirklich beschenken. Und das ist wirklich ein bisschen eine Zeitfrage manchmal auch. Also du möchtest mehr vom Heiligen Geist, dann nimm mal dir Zeit, wirklich alles auf die Seite zu schieben und mit ihm regelmäßig einfach da dran zu sein und das zu trainieren auch und da zu hören. Dann wird man das erleben. Eine gerade neue Frage, wieder zurück auf das andere Thema Geistesgaben. Wie habt ihr das herausgefunden, welche Geistesgabe ihr habt? Welche hast du, Susanne? Ja, also das kann ich jetzt nicht so... ich habe das nicht so aufgelistet, aber was ich weiß, ist zum Beispiel, ich ermutige sehr gerne, ich glaube sehr gerne und die habe ich jetzt nicht so präsent. Und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich weiß, ich habe Gaben, aber nicht so wichtig, dass ich mich jetzt einfach... Okay, ich mache dann nur das oder nur, okay, ich bin jetzt Prophet und dann nur das. Deswegen habe ich jetzt nicht so genau darüber nachgedacht, welche 3 und welche 6 nicht. Spannend, Joel. Also ich erlebe sicher bei der Prophetie, das ist so Gottes Stimme hören und das auch, was ich dann weitergebe, da habe ich einfach, erlebe ich immer wieder auch Geschichten, wie Leute mir Feedback geben, woher weißt du das eigentlich oder warum, und das trifft dann einfach zu und dann merkt man schon, okay, Gott spricht dadurch und so lebt man das. Aber zum Beispiel, was ich möchte, ist Krankenheilung. Das ist zum Beispiel jetzt eine Gabe, die ich möchte und danach strecke ich mich aus und ich weiß einfach, es hat auch mit Übung zu tun. Das ist das, was ich merke. Vielleicht letzte Frage. Danke für eure Ehrlichkeit und Offenheit. Jemand fragt, ist der Heilige Geist einfach ein Geist? Oder? Ist der Heilige Geist wirklich ein Geist? Ich weiß auch nicht, was die Person vielleicht sich darunter vorstellt. Jeder stellt sich etwas anderes unter Geist vor, aber wie er sagt, weil ein Geist ist, dann ist er mal da und da weg. Und grundsätzlich finde ich auch die Trinität, wir können das so, ich habe ja viel jetzt in der ersten Predigt auch darüber gesprochen, wirklich Gott zu verstehen, wer ist es, ist für mich mehr, es ist wie ein Geheimnis, das ich mehr und mehr entdecke, wie ich die Persönlichkeit meiner Frau mehr und mehr entdecke und das ist so schön. In der Bibel zum Beispiel wird er als Ruach bezeichnet und das ist so ein interessantes Wort, also die Ruach eigentlich, so wie ein Hauch, so wie ein Leben, das da ist und nicht ganz greifbar und doch ist er sehr erlebbar und dann ist es so und das ist mega schön. Ich finde es immer, man kann theologisch viel über den Heiligen Geist sagen, aber im Begreifen bleibt man immer ein bisschen zu kurz. Aber einige sagen, er ist eine Person, aber wenn du jetzt einfach Ruach, das hört sich mehr wie ein Geist an. Ich glaube, es ist auch wie eine Person. Ich glaube nicht, wenn man von einem weltlichen Verstehen von Geist kommt oder ein Disney-Verständnis von Geist wie Kaspar, dann kommt man sicher in eine falsche Richtung. Aber doch, er ist eine Person, mit der ich connecten kann. Er ist auch eine Kraft und einfach schon nur da offen zu nehmen und das zusammenzutragen aus der Bibel. Wie erscheint der Heilige Geist? Wie ich es auch am Anfang von der Message gemacht habe. Das gibt mir dieses Bild zusammen mit dieser Person oder wie er auch wirken will. Ich wollte jetzt gerade noch fragen, also wie meinst du das genau mit Kaspar und Disney? Den kenne ich nicht so gut. Ja, ich kenne jetzt die Geschichte auch nicht, jetzt diese Person, aber wenn einfach so in den Filmen einfach Geister vorkommen, dann sind jetzt entweder von Gestorbenen sind ja die Geister, das kommt nicht ganz hin, oder Geister im Sinne von, dass sie da irgendwie rumspuken und sie würden gerne sichtbar sein können, aber nicht einfach so diese Figuren von Geist, das kommt irgendwie nicht ganz hin. Es ist der Geist zum Beispiel von Jesus, also dass irgendwie das Innere und das Herz von Jesus sind im Heiligen Geist irgendwie mit drin. Das ist für mich so ein Herantasten an das, wer ist der Heilige Geist wirklich. Verstehst du? Spannend, ja. Hey, danke vielmals euch für die Fragen, Antworten. Ich danke euch zu Hause vielmals für die offenen Fragen. Lasst uns weiter so eine offene Kultur prägen, Fragen stellen, uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, weil er ist wirklich gut.
Vielen Dank, warst du dabei heute und wir werden bald wieder Livestreams haben. Heute Abend um 5 Englisch und dann um 7 Sunday Night Youth und Young Adults und genau, du bist mir herzlich willkommen und dann vielleicht sehen wir uns sonst Dienstag wieder bei Talk and Pray. Bis bald.